Lief Nullaustra beginne ich nicht ein Kehr bei einer Session vom Europaparlament. Das Kehr also zu Brüssel war eine Kurzsession mit Christoph Hansen. Guten Morgen. Wir hatten eine movementarierte Session, so wie es bald immer ist. Und das Kehr hatten wir zwei Sujets, um die ich mich extra gekümmert habe. Das war den einen war über die Situation, die wir an den Grenzregionen haben bei Belarus haben. Der andere das über die Journalisten, die wirklich das immer so können hier Arbeit machen, wie sie es sollen können machen an Europa. Und du, Christoph? Ja, aber es war eine spezielle Woche, weil es war auch die erste Woche, wo wir ja en full präsentiell an der Plenär waren. Das war schon etwas Spezielles. Wir haben ja die letzte Monat immer auch digital aufgestimmt, weil die erste, dass der Hemicycle ganz voll war, und dass auch mit Handheben an elektronisch aufgestimmt ging. Das war aber schon eine neue Experience, weil wir haben 1,5 Jahre in einem anderen System geschafft. Und ich meine, da war auch interessant und auch gut, mal zu sehen, die volle Plenär an den vollen Ansatz. Das ist ja auch das, was der Parlamentarismus ausmischt. Kann ich noch froh dazwischen stellen, dass ein bisschen mehr Dynamik dran kommt. Also ich fand gut, dass wir immer den normalen Rhythmus zurückkommen sind. Aber das ist natürlich ein genereller Constat. Es war das Woche auch ein Debat de Morgen nach mit den zwei Vizepräsidenten von der Kommission, dem Valdis Dombrovskis und dem Margarete Vestager, notamment über den Trade and Technology Council, das du, wo man mit den Amerikanern probieren, Lorem mehr konstruktiv nur viel zu schaffen. Du hattest drüber gespart auch an der Plenär. Ich hatte so eine Woche nach mir eine Flott-Sache, noch mehr eine Flott-Sache, das wir haben das Woche den europäischen Biergerpreis übergehen, an den Biergerpreis für 2020 auch für 2021. Und ich hatte die Chance, dass ich 2 Jahre die nominiert hat, die effektiv gewonnen hatten. Und das war einerseits Scouting in Luxemburg, das heißt, das sind als Scouten alle Guten zu summen, weil die haben während der Pandemie, am besonders am Anfang von der Pandemie, ganz Großes gelegt zu Lützeburg. Sie haben gesehen durch die Straße gehen, also sie sind top. Sie sind bei den Leuten hingegangen, für die vulnerablen Leute, die Leute Kommissionen waren sie machen. Alldach ein BA hatten sie dadurch genannt, eine Bonne Aktion, wo sie da probiert haben, die Leute da, wo sie konnten, zu helfen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man sanitär noch gar nicht wusste, was für Risiko sie da angegangen sind. Und ich meine, das ist etwas Immenses, was sie da gelegt haben. Sie haben noch eine ganz gute Proposition, Christoph. Sie haben noch geholfen, die echt Masken zu Lützeburg zu bieten, weil das war ja auch ein großes Problem am Anfang. Du warst ganz hoffrig, dass ich dabei sein bei der Zeremonie, wo Scouting in Luxemburg den Biergerpreis 2020 kriegt. Und die andere Organisation, die den Preis kriegt, das ist Respect Each Other. Das ist ein Lützeburger ASBL, die gegründet ist von Vanessa Tani, eine junge Dame aus dem Süden vom Land, die selber aufgegeben war vom Mobbing. Und hat sich eben, und das war wirklich kurz vor dem Aufgrund, wo die Mädchen noch damals waren. Und das war von den richtigen Leuten geholfen und hat sich noch selber engagiert, die ASBL auf Beine zu stellen, für eben als den den Mobbing wirklich Körper, eigene Life erfahren hat, sich anzusetzen und denen Leuten zu helfen, die auch auf der Schaff an der Schule oder wo auch immer Affer vom Harcèlement ginn, dat das eng ganz seriös sagt, dat get dacks ënnerschat, méi die Leute, die Affer vun Mobbing an Harcèlement sind dacks wirklich firm Aufgrund hunn ploen sech och mat Selbstmordgedanken, dat das ganz dramatisch an du war en grosse Gest vun der Jury déi Organisation auszuzeechchen Respect Each Other an ihrem Kampf géint de Mobbing eng ganz graf Affaire, die doch leider zu Lützeburg viel zu oft gibt. Als Professor hatte ich das wirklich immer am Ende, weil das selbst wird ganz schwer ist, effektiv zu drohen, wann ihnen Affe ist. Also wirklich, das waren 2 Preise, die wirklich gut vergeben sind. Du hast da Isabel, ganz gute Propositionen gemacht. Du hast auch an der Plenär notamment gesprochen und du hast angekündigt, über die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus, wo effektiv auch Flüchtlinge gezielt dahinter geschleust sind, für das ist, Christoph, an die Europäische Union ranzukommen. Du hast die Flüchtlinge geholt. Denn die Schwierigkeit ist ja, dass man hier am Anfang da konfrontiert sind, dass der Lukaschenko die Leute an hier Länder sicher geht, sind am Anfang gar keine
Leute, die als Flüchtling die gunnet als Flüchtling lo an Belarus kommen gunnet, dat sie Leute, die sicher geht an die verschiedene Länder, do sie Charterfliegeren, die hier wirklich incitéiert huet, an die dann a Belarus kommen, an die Leute kind dann mat Pussen bis und Grenz gefordert. Et sie sogar lo Charterfliegeren, die vu Minsk, dat von der Hauptstadt bis und Grenz mat Polen, geflug gehen. Also mir sie wirklich an enger Situation für den Lukaschenko, der Präsident, den am Anfang geholfen net derft sind, weil die Wahlen sind ja nicht korrekt verlauf, den dann die Leute benutzt, wirklich Menschen benutzt, wie ein Waff. Und sie dann da an der Grenze rauslässt und sie dann auch nicht mehr zurückkommen. Also wir sind an einer Situation, die bald nicht denkbar ist. Aber man muss uns wirklich auch bewusst sein, wer Dateien ist. Also ich will nicht Wort Krieg benutzen. Wir sind aber trotzdem nicht weiter von der Welt. Wir müssen doch wissen, dass Belarus hier nicht allein durchsteht. Wenn die nicht gedeckt wären von Russland, dann gäbe das ja gar nicht geschehen. Aber wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass Dateien ein richtiger Attack auf Europa ist. Und sie wissen ja, wo sie drin sind. Und wir müssen wissen, was sie im Schweizer von Hybridattacken. Sie müssen sich klar, wirklich klar sehen, was das Hybridattack. Ja, das sind eben nicht mit den konventionellen Waffen, mit das eben in der higher Form. Desinformation ist auch, ja, und Desinformation ist auch ein Hybridattack. Das ist nicht das konventionell, mit das aber extrem effizient. Sie wissen auch genau, dass Migration ist von den Themen, wo die Europäische Union sich wirklich auseinander treibt. Und wenn sie das machen, da setzen sie als Europäische Union wirklich unter Druck und destabilisieren uns. Dafür muss man uns selbst bewusst sein, dass wir gestellt, was sie gerne hätten. Sie machen Dateien für die Europäische Union zu destabilisieren. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir da eine Regierung an Polen haben, die auch als Union extrem Regierung. Ja, als Union auch fragilisiert. Sie halten sich ja nicht an uns Regeln. Dafür, wenn die unter Murcht bleiben, wenn die nächste Wahlen gewinnen, und das ist ganz nah, dann ist das auch schlecht am Anfang geholt für die Europäische Union als Union. Und wenn so etwas auf der Grenze ist, sie mit ihrem Diskurs, mit ihren Reden, die extrem populistisch sind, und immens Anti-Immigration, kriegen auch nach natürlich mehr Stimmen, weil so eine Situation auf ihrer Grenze ist. Dafür sind sie wirklich auf einer Position, die ganz, ganz, ganz gefährlich ist. Und ich muss das, kann Ihnen auch nach, gesagt Ihnen noch ganz gut, dass der größte Unterschied ist zwischen dem, was bei der polnischen Grenze geschieht, und das, was bei Lituanien und Lettonien geschieht. Das ist ganz anders. Die anderen zwei Länder, Litauen hat von Anfang an 12 gefragt von der Europäischen Union, und möchte das ganz proper. Das sind Punkte, wo die Leute können auch rankommen bei der Grenze können frohen und da gehen sie normal behandelt. Ja. Und gesagt, die Weggestellte keine Flüchtlinge sind 200 Fälle schon behandelt gehen. Davon sind da just nur 6, die wirklich dann Asylrecht kriegen, die anderen müssen zurückgehen. Es sind keine Flüchtlinge, die meisten immer da auf der Grenze sind. Von der großen Problem ist, mein Jochler im Fall von Polen ist, dass Polen nicht wollen, dass Frontex, die eigentlich stoßen, für die europäischen Außengrenzen zu schützen, nicht auf dem Territoire ranlassen, für das zu machen, wo sie eigentlich stoßen, und dass sie selber sogenannte Pushbacks machen, für die Flüchtlinge zurückzudrängen. Genau, das wird am Anfang gesagt, wie ich gesagt habe, weißt du, dass sie am Anfang geholt, dass Lituanien direkt Hilfe gefragt hat, und Telefon, das ist das Frontex so, als Frontex hast du für zu helfen, dass das auf den Grenzen ordentlich sich verhält, dass sie helfen, für die Fälle zu analysieren, und da lebt es proper. Dafür wir müssen unbedingt gucken, dass die Polen anders reagieren. Wir müssen hauptsächlich uns bewusst sein, was für ein Druck wir ausgesetzt sind von Belarus an Hanendrun, auch von Russland. Das ist wirklich Attacken auf die Europäische Union. Wir müssen uns bewusst sein, dass sie wollen, dass die Europäische Union also nee geht, und sie machen das mit allen möglichen Mitteln. Und das natürlich auch schmengen, dass das gar nicht anodin, also kein Zufall ist, dass das genau so geschieht, weil wir wissen, dass du so der Polen Wahlen stehen, und das tut das für die rechtsextreme Regierung ein Kado eigentlich, weil sie dummer, dass sich die stark souveränen Nationen, Regierung können
an 10 Sätzen an et gëtt aufgelenkt vun den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, den soll greifen noch a Polen a Punkto de Respekt vum Etat de droit. Absolut. An Stichwort Rechtsextremismus. Wir mussten als bewusst sehen, dass die Rechtsextrem am Fungol alles op der Rechtsbor ass net so wie mir an engem Mitrechts ass, muss ich gesehen, dat immens viel von denen wirklich sich den Russen immens noch spieren, an die ganzen Zeit verteidigt. Russland hat zum Beispiel lo gesucht, wir müssten Belarus helfen, wenn es den Flüchtlingen nicht da wäre. Eine pure Provokation. Und da gesehen wir hier am Europaparlament die Rechtsextremen, die auf Tribünen gehen, an die sagen, wo ist dann nur der Unterschied zwischen der Türkei helfen und Belarus helfen? Das ist absolut nicht dasselbe. Erstens hilft man nicht der Türkei, wir helfen den Flüchtlingen an der Türkei. Und zweitens wird die Türkei konfrontiert mit einer Flüchtlingswelle, die aus einem Nachbarland kommt, an die sie überfuhr hat. Das teilt gut nicht. Der Lukaschenko geht die sicher. Dafür muss ich sagen, dass nach 2 Worte iwwer eng Rapport, den wir haben, den wir wirklich Herz leidet, das sind Journalisten. Wir wissen, dass verschiedene Journalisten in Europa am Ort gesehen, wennst ihren Enqueten, wennst dem, was die Investigationen, die sie machen, dass ganz viele Journalisten ausgesetzt sind mit falschen Prozessen oder Falschprozesse. Es sind eben just keine Falschprozesse, es sind aber Prozesse, die über Sachen sind, die falsch, ganz einfach falsch sind, mit die aber Journalisten an die Situation bringen, dass sie so viel Suche müssen ausgehen. Wir können die Prozesse zu machen, dass sie an Fayit gedreht gehen. Aber wir haben das Woche am Plenarsaal heute Morgen haben wir gestimmt, für das die Kommission auf den Weg geht, für da wirklich Gesetz rauszugehen, was Journalisten protegiert an ihrer Investigation selbst. Ganz, ganz wichtig, ganz froh, dass wir das durchgekriegt haben. Wir freuen uns ganz lang an, wir sind so weit. Auch ein bisschen mehr Desinformation. Ja. Ich meine, waren viel op der Ordre du jour war ein kurz eng Minisession, wie man dat nennen. Mehr an 2 Wochen sind wir ja auch im Fu Straßburg aus, wo man als zuschalten für den Rapport zu machen. Eine Minisession mit 30 Stunden Arbeitsstand 2D. Ja. Vielmals merci für die Nullausstrahlen. Wir gesehen als nächsten Keier, wenn wir zu Straßburg an der nächsten Session sehen. Merci auch, an einer schönen Tag, alle Gute.